Vanja, Boris und Micha. In der Nähe von Warschau leben die 3 Braunbären zusammen mit vielen anderen Tieren, ein bisschen abgelegen im polnischen Dorf Korabiewice. Da haben sie jahrelang illegal und unter den schlimmsten Bedingungen müssen leben. Zu wenig Futter, viel zu kleine Käfige und keine Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Bären zeigen ein massiv gestörtes Verhalten und auch sonst geht es ihnen gesundheitlich alles andere als gut. Speziell ihre Zähne sind in einem schlechten Zustand. Besonders der Vanja leidet unter seinen starken Schmerzen. Er hat die Zahnschmerzen? Schon lange, ja. Woran macht sich das bemerkbar? Man sieht manchmal weint da so oft wandern. Und man sieht dann die Zähne von dem, man sieht das. Das sieht man. Die Bären mussten früher gegen Hunde kämpfen oder sind als Haustier in katastrophalen Verhältnissen aufgewachsen, bis man sie befreit hat und hierher gebracht hat, wo sie es aber auch nicht viel besser hatten. Denn da fehlt es dem Besitzer an Geld und Unterstützung. Ein Team von der internationalen Tierschutzorganisation Vier Pfoten ist angereist mit dem Ziel, medizinisch erste Hilfe zu leisten und den Bären ein artgerechtes Zuhause zu schaffen. Im Team ist auch ein deutscher Zahnarzt, denn die schlechten Zähne der Bären müssen dringendst behandelt werden. Doch bis es so weit ist, müssen die narkotisiert werden. Nicht ganz einfach. Das Hauptproblem ist, wir wissen nicht genau, wie schwer die Bären sind. Wir schätzen so ca. 200 Kilogramm. Bärenfachmann Huber macht sich parat und nimmt den Vanja ins Visier. Um so ein Bärengewicht zu lüpfen, müssen alle helfen kommen. Zusammen tragen sie den Vanja zu der mobilen Tierklinik. Da sieht man auch, ob der Duro Huber das Gewicht richtig eingeschätzt hat. Nicht schlecht. Doch jetzt muss der Vanja schnell auf den Operationstisch, damit der Zahnarzt Marklose mit der Behandlung anfangen kann. Seine Diagnose ist hart. Der Zustand des Gebisses von Vanja ist katastrophal, kann man sagen. Wir müssen 5 Zähne komplett entfernen, die sind völlig zerstört. Es sind diverse andere Behandlungen durchzuführen, die wir natürlich alle nicht heute durchführen können. Das klingt nach viel Arbeit. Doch für den Vanja bedeutet der Besuch beim Zahnarzt der erste Schritt in ein besseres Leben. Gleichzeitig untersucht auch ein Team von Tierärzten die Bären, kastriert, impft sie und gibt den Tieren Medikamente. Auf der Agenda von Vier Pfoten steht bei diesem Einsatz auch die provisorische Sanierung der alten Bärenkäfig. Parallel fangen wir an, die Gehege zu verbessern. Wir achten auf Sicherheit, die wird verstärkt, aber natürlich auch Beschäftigungsmöglichkeiten für die Bären wollen wir schaffen. Wir haben das ganz große Glück, es gibt hier schon einen relativ großen Käfig, ich sage jetzt mal ca. 300 Quadratmeter, sogar mit Bäumen und Wiese. Den kann man relativ leicht bärensicher gestalten. Und dann packen alle richtig an. In der Zwischenzeit ist auch der Vanja langsam wieder aus der Narkose aufgewacht. Er scheint zu spüren, dass ins triste Bärendasein bald ein Ende hat.